Hallo zusammen, Nexus 19 da. Ich spiele weiter das Kenji. Und zwar sind meine Leute wieder zurückgekommen. Carbuncle, was macht der? Okay, ich weiß nicht, was er will. Was ist neu? Ich habe ein Bett da aufgestellt. Die brauchen aber Fabrics. Also habe ich da innen eine Clothing Bench, Fabric Storage und Fabric Loom hergestellt. Aus Cotton kann man dann Fabrics machen. Cool. Das Problem ist, ich habe noch kein Cotton. Das wird erst noch erforscht. Ihr seht jetzt da Basic Exterior. Da nimmt es mich Wunder, ob das ein gutes ist, so ein Aussenlicht. Da einfach nochmal ein Lichtding, ich will endlich gutes Licht. Und natürlich, jetzt ist gerade erforscht worden, dass das Ölzeugs, Biofuel. Neue Storage-Dings, das finde ich wichtig für... nein, das da finde ich wichtig. Die Drecks-Ores machen wir immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Schaut mal. Der zum Beispiel, der. Alle haben ein Problem. Das Problem ist jetzt einfach, ich könnte das ja brauchen. Schaut, ich habe gar nicht geschnallt, dass der so viel dabei hat. Das ist schwer mühsam, wenn man kein Storage Room hat. Mein Geld ist noch ein bisschen gestiegen. Jetzt etwa 40'000 habe ich. So, sehr gut. Wieso hast du nicht alle drin da? Ja, whatever. Da ist der Storage fürs Fuel. Da haben wir Dings. Die ersten Green Fruits zu Fuel gemacht. Also Betriebsstoff kann man sagen. Ja. Jetzt ist meine Frage, wer ist mein Fuel Master? Das ist er. Also komm doch du da hin. Hast du keinen Platz mehr? Nehme ich an. Okay. Komm da hin. Was? Was ist los mit ihm? Willst du mir sagen, da hat nur 6 drin Platz? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt da passiert ist, aber es ist gerade extrem viel Fuel weggegangen. Und was machst jetzt du, Bahamut? Aimless. Du solltest aber nicht aimless sein. Kommst du nicht an? Ah, crap. Ja, aber das kümmere ich mich später. Als nächstes möchte ich euch zeigen, ich habe neue Mauern erforscht und bin da eigentlich schon am Bauen. Da braucht jede 2 Building Material, das braucht sogar 10. Haben sie schon ganz rundum gezogen. Und das Geile an diesen Mauern ist eben, schaut mal, man kann da drauf stehen. Also meine Leute können effektiv da oben dann rumlaufen. Das sind nicht mehr so billige Stacheldraht-Dinger. Also wirklich gut. Wir werden zwar nicht angegriffen im Moment, keine Ahnung wieso, aber im Moment geht's. Und ja. Ich habe noch 32, vorher sind es noch irgendwie 54 gewesen. Ja, das wird schon gehen. Weißt du, dass du nervst? Dann probiere ich jetzt etwas Riskantes. Und zwar probiere ich das wieder löschen. Es kann sein, dass es mir jetzt aus dem Game raushaut. Das ist leider so. Hallo? Ah, gut, Glück gehabt. Jetzt hat es schon wieder eins drinnen. Hör auf! Nein, hör auf! Jetzt probieren wir es nämlich so. So geht es besser. Wenn ich da drauf klicke, stürzt meistens das Spiel ab. So geht es meistens noch. Okay, cool. Danke dir. Sind ihr das schon bauen? Ja. Das ist übrigens ein Furnace. Da kann ich kaputte Schwerter oder sonstige Sachen, die ich nicht brauche, kann ich da verbrennen. Schaut mal, was ich noch habe. Ah, übrigens habe ich am Carbuncle seine Kleider gestohlen, weil das ist ein geiles Teil. Schaut mal seine Werte an. Also nicht der Geldwert, sondern oben rechts Blunt Resistance und Cut Resistance ist besser als der Heart Protector, den ich vorher hatte. Plus das, weil er einfach stylisch ist.
Storage Field Construction. Okay. Und eben, es war ein Holy Nation Typ, der war von Wölfen umzingelt. Und da wollte ich eigentlich warten, bis die Wölfe ihn kaputt gefressen haben, um ihn dann zusammenzuschlagen. Aber ja, ich musste dann selber Hand anlegen und habe den Wölfen einfach geholfen. Demolishing. Ja, demolisch du mal. Es sollte eigentlich Platz haben, aber irgendwie backt es einfach um. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt werde ich zuerst weiter erforschen, bis ich... Aha, ja. Sicher, bis ich mal... Wo haben wir es? Improved Water Storage. Nein, ich will das da. Ich habe mir nämlich Cotton zusammengekauft und kann dann selber meine Wollenfarmen machen. Jetzt werde ich sicher da chillen, bis das gemacht ist alles. Dann mal weiter schauen, was ich sonst noch brauchen könnte. Turret Training wäre noch etwas, wieso nicht? Hemp-based Fabric, aber für das brauche ich zuerst das da, wo ich selber muss Hanf kaufen. Ein Dealer. Haha. Ja, während die halt einfach weiterbauen sollen. Ihr macht das gut. Ich muss dann noch schauen, dass ich Rampen herdingeln, aber zuerst mal alles abreißen wieder. So, Bahanut. Storage. Und zwar will ich Storage Fuel. Es ist eben komisch, dass das nur 1 oder 2 Platz hat, weil eigentlich sind die da und das da, merkt euch mal, die heißen überall Storage und das sind überall so ein bisschen die gleichen. Jetzt tun wir es einfach mal weiter weg. Das sind eben die da. Da hat es 150 drin, da hat es 241 drin. Oh, what? Shit, jetzt können wir jetzt sagen, was ich da rumcreepe. Catch me if you can. No, I'm innocent. For now, Snake, now answer me. Who is that? Tell me. I serve the light. Praise the Lord Okaran. I serve to protect the innocent. Mal schauen, ob das gefällt. Only protect the holy, of course. I'm watching you outside. Okay. Also es ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir jetzt unsere Mauern aufbauen. Ich habe da noch 2 Training-Dummies. Zudem habe ich noch eine Locksmith Training Box, also da kann ich wirklich einen Dieb ausbilden dann. Crossbows, einfach mal um ein bisschen den Eingang zu schützen, der da. Wir werden da unten auch noch irgend so etwas hermachen, aber wahrscheinlich direkt auf die Mauern dann. Und ihr könnt von mir aus gern wieder gehen, ihr seid mir noch ein bisschen zu stark. Kommt ihr nach? Ja. Okay. Ich tu mal ein bisschen schneiden, tu mal warten, lass das Zeug gedeihen. Wir sehen uns gerade wieder. Oh, ich habe gerade gesehen, ich hätte es einfach upgraden. Tatsächlich, ich hätte einfach alles upgraden und hätte es nicht neu bauen. Aber egal. So bin ich immer geschützt. Okay, ich wäre wahrscheinlich auch so geschützt, aber... egal. Das ist wirklich verbuggt, glaube ich. Man bringt nicht mehr als eins rein. Ich habe ihm einen grossen Rucksack gegeben, jetzt hat er einfach mega Zeug dabei. Ich schicke ihn jetzt mal im hinten rein, weil er muss wieder Wolle kaufen. Ich brauche nochmal 10 Cotton für das Feld. Und wahrscheinlich warte ich die erste Ernte ab, um nochmal 10 für das Feld zu nehmen. Dann kann ich selber Kleider machen. Und zwar so Sachen. Gi, keine Ahnung was Gi ist, Gi Pants oder G. Auf jeden Fall werden wir uns dann die verschiedenen Sachen anschauen, wie sie aussehen. Wir haben dann unser Model. Und ja, ich probiere einfach alles mal aus und nachher können wir unsere Leute so gestalten, dass es ein bisschen ähnlich aussieht. Nicht er mit dem Hoodlum und er oben ohne. Und sie hat auch so einen Hoodlum-Hut an. Ja. Sonst läuft's, Ich konnte die noch bauen. Ich habe jetzt endlich ein schönes Lager.
Der erste Cleaver ist fertig gewesen. Ich kann mal am Exodus in die Hand drücken, mal schauen, wie der sich so tut. Er ist eben schon leicht besser. Ah! Ist jetzt gut? Der hat jetzt 2 Waffen dabei. Zum einen ein gestohlenes Ninja-Schwert, falls das andere wirklich nichts ist. Aber es sollte eigentlich nicht schlecht sein, vor allem macht es um Blunt-Damage, das ist eben auch geil. Plus, schaut mal den Verkaufswert an. Also ich habe gerade hier einen Tausiger in der Hand. Das heisst, jedes Mal, wenn ich so ein Schwert kreiere, habe ich wieder 1000 Stutz, die ich einfach verkaufen kann. Ich brauche einfach einen richtigen Rucksack, wo ich das rein tun kann. Da selber hat es eben keinen Platz. Ist ein bisschen zu gross. Jo, bis später nochmal, sorry für die Störung. Oh lala. Ich werde zuerst mal angegriffen. Mal schauen, ob sich die wehren können, weil die sind alle weg. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Also, gut. Nicht schlecht. Viele grüne Zahlen. Halbwegs wenig Verletzungen. Okay, einer ist schon K.O. Nice. Nice. Die haben halt gleich etwas gelernt vom Viecher schliessen. Die Viecher, die immer reinkommen und wir wollen das Zeug essen. Die haben gleich etwas gelernt dabei. Cool. Very cool. Und das würde mich recht stolz machen, wenn die ihre Town könnten selbstständig verteidigen. Klar, es sind nur hungrige Banditen, aber sie können sie verteidigen gegen kleinere. Yeah, Bandit Morons. Sie können sie verteidigen. Carbuncle, du bist der Medic. Du bleibst bitte. Und zwar... Ah, nein, ja, du hast... Nee, gang weg. Wo habe ich einen guten Rucksack? Ifrit. Also, du könntest eigentlich... Hm? Wieso hast du das Zeug nicht da drinnen? So. Komm jetzt, ich will die entwaffnen. So. Geld machen wir jetzt damit kein, weil ich mache mehr Geld damit, indem ich selber Waffen schmiede. Aus dem Grund will ich nur entwaffnen und das Eisen von diesen Waffen. So. Ich glaube, das sind alle gewesen. Da liegen auch nicht 2 aufeinander. He? Gut. Jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Lauf schneller, Bastardo. Okay, wir haben nicht Platz im Moment. Oh, oh! Geht verdammt viel schneller als auch schon. Aktiv. Man muss sich jedes Mal einschalten. Ja, sieht so aus. Geht verdammt viel schneller als auch schon, ey. Ei, ei, ei. Geil. I like. Jetzt ist einfach mein Waffenschmied ist wer? Der jetzt am Bauen ist. Aus dem Grund kackt auf all das. Geh Waffen schmieden und dann Platten machen. Carbuncle ist am Medizinieren? Nein, ist er nicht. Machst es halt du. Hast du ein Medkit überhaupt? Ja, Fragen. Ja, macht etwas. Du auch noch? Ah, er hat keinen. Ja, der macht das schon. Meine Leute sind eben da, wenn sie endlich laden, sind sie am Kupfer abbauen. Oder sollten es zumindest. Exitus, was ist los mit dir? Ah ja, es könnte... ich bin double.
Es können ja nur 2 aufs Mal an einem Kupfervorkommen schaffen. Müsste da unten auch noch einer frei sein. Wer ist es? Wer hat Glück zum Pause machen? Ey! Sephiroth. Wo ist der? Ah, da. Nicht unten kommt er her. Es sind nur 2. Ich brauche insgesamt 12. Sag mal. Gib mir das doch mal. Nimm das alleine. Die Ladedings sind so mühsam zum Teil. Ah, jetzt ist es glaube ich abgestürzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ah, nein, es läuft noch. Glück gehabt. Okay. Es sind 7. Und ich kann eigentlich nur noch zeigen, für was ich die Dinger brauche. Weil ich bin ja in der Stadt zum Verkaufen und zum Cotton holen. Es hat aber nur so wenig gehabt, darum haben wir noch Fabric gekauft, um ein paar Betten mehr fertig zu machen. Und ich habe angefangen mit meinen Generatoren. Allerdings brauche ich 4 Kupfer pro Generator. Darum, ja. Ich weiss nicht, 3 sind wahrscheinlich viel zu viel, weil einer macht dann anscheinend 40 Energie. Und dann geht es ab, ich sage es euch. Mit diesen 40 Energie pro Ding, also 120, kann ich vor zum Lichter machen. Die Spotlighter, die kann man hier her tun. So schön an die Häuser her. Und da werde ich dann alles Mögliche voll kleistern mit diesen Lichtern. Nicht übertrieben, aber trotzdem. Das Problem ist Electrical Components. Dasselbe bei dem. Ich hätte tierisch gerne so einen. Oder besser gesagt, verteilt irgendwie. Ich würde gerne einen Weg machen, dann würde ich endlich mal einen Weg herbauen, aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich weiß es eben nicht. Die müssen wir übrigens auch noch machen. Das ist dann zum auf die Mauern raufkommen. Ja, zum Beispiel sagen, da will ich rauf können und so. Sehr wahrscheinlich mache ich das schön neben der Tür. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch noch. Könnt doch mal sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wie ich es anders machen soll. Und sonst spiele ich einfach weiter. Bis dann. Ciao, ciao.